Du kannst gerne mal was Witziges erzählen. Also die ernste Geschichte war am Ostbahnhof, sagtest du, wo du einfach von denen, ohne dass du damit gerechnet hast, plötzlich kam die Ich wurde schon vorgewarnt mit einem Hey, Drecksnigger. Also so höflich waren sie dann doch noch, mir eine kleine Warnung vorweg zu schicken. Ja, immerhin. Das war sehr nett. Welche Seite wollt ihr haben? Ja. Und ja, was weiß ich, das ist zwar schon ein bisschen länger her, aber das ist so eine ganz lustige Geschichte. Ich hatte einen Arbeitskollegen früher, ich habe am Wertstoffhof gearbeitet, der Kurti, und der hat sich aufgeregt über Asylanten, die da einen Fernseher klauen wollten in seinen Augen, und hat sich halt über die Neger aufgeregt. Was ist der mit die Neger kommen daher und die haben AIDS und Grippe und Krebs und jetzt klauen sie uns die Fernseher weg. Und dann habe ich eben gesagt, Kurti, so gesehen bin ich ja dann auch irgendwie Neger. Und dann hat er gesagt, geh weiter, Simon, du bist doch kein richtiger Neger. Das war eigentlich, wahrscheinlich war es sehr nett von ihm gemeint. Ja. In Bayern ist mir ja willkommen, sobald man einmal mit am Stammtisch saß, und da ich bayerisch reden kann und mit ihm schon Bier getrunken habe, war ich der Simon. Braun gebrannt wie immer. Braun gebrannt wie immer, aber das ist, du schaffst es, diese Thematik, die ja doch sehr ernst ist, auf witzige Art und Weise aufzuarbeiten, aber ist es dann zwischendurch schon mal so, dass du sagst so, boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich ansetzen soll, dass du so ein bisschen an den Kopf packst und denkst, was ist da eigentlich los? Naja, es gibt natürlich Sachen, wo man wirklich dann wo auch mir dann der Humor verloren geht, also die Faust oder überhaupt, wenn man sich so umschaut, was gerade passiert eben, also wenn ein Flüchtlingsheim brennt, dann werde ich da, glaube ich, keinen Witz drüber machen, aber generell bin ich so ein Mensch, der eigentlich alles versucht mit Lachen. Ich bin nie groß gewesen, ich bin nie stark gewesen, nicht wie du. Deswegen musste ich irgendwie schauen, dass ich die Leute zum Lachen bringe, um zu deeskalieren und auch zum Nachdenken zu bringen. Glaubst du, dass das ein Weg ist, der wirklich wichtig ist, auch in der Gesellschaft, dass man mit Humor solchen Dingen begegnet und die Leute auf diese Art und Weise aufklärt? Oder glaubst du, damit grenzt du auch schon wieder so ein gewisses Publikum aus? Ich grenze bestimmt auch ein Publikum damit aus, aber die Leute, die halt nur teachen, sage ich mal, die grenzen auch wieder Leute aus. Manche Leute wollen sich ja nichts gelehrt kriegen, wollen nicht, dass da einer steht und mit der Faust wackelt und sagt, ihr müsst jetzt und er macht das und das ist falsch. Insofern erwische ich halt noch ein paar andere Leute. Und ich glaube, wenn die lachen, bei mir ist oft so in der Show oder nach der Show, dass die Leute sagen, dass sie das trotz des Gelächters, dass sie halt hart nachdenken mussten, weil es eigentlich bitter ist, was da passiert, auch wenn sie drüber lachen können, weil ich es halt irgendwie lustig erzähle. Ja. Und das ist ja eigentlich der ideale Weg für mich jetzt zum Beispiel, dass ich die Leute zum Lachen bringe, aber eben auch zum Nachdenken. Du hast noch gar nicht so lange, du bist, bitte, genieß erst mir Kuchen und dann darf ich nicht essen. Ja, also du bist ja jemand, der so per Zufall, sagtest du, so von der Jungfrau zum Kinder in die Comedy-Schiene reingekommen ist und hast bei einem Migrationsabend bist du aufgetreten. Stand-up-Migranten hieß die Show. Das war ein Migrationsabend von der evangelischen Kirche. Ja, also ein Stand-up mit, wie war das jetzt? Stand-up-Migranten heißt die Show. Also genau. Quasi waren es lauter Comedians mit Migrationshintergrund, die da aufgetreten sind. Das war das Konzept von der Sendung. Das war dein erster Auftritt. Was war das Thema da oder was sind da die Themen? Da redet jeder über, also das ist tatsächlich frei. Die einzige Voraussetzung war eben, dass man Migrationshintergrund hat und normalerweise, da ja jeder irgendwie die Storys aus dem Leben holt, natürlich gingen meine Geschichten dann auch übers Schwarzsein in Bayern. Also liegt halt in der Natur der Sache, weil ich kann nicht erzählen, wie es ist als großer blonder Junge in Nordrhein-Westfalen. Ja, kann mich nicht reinfühlen. Aber ist das, also ich meine, dann müsstest du ja dieses Jahr Hochsaison haben. Weil wir haben die Pegida-Geschichten am Anfang, jetzt haben wir die Flüchtlingsdebatten. Ich meine, wir haben unseren Innenminister aus Bayern, der von den wunderbaren Negern erzählt. Ja, habe ich auch. Also was heißt Hochsaison? Ich kriege medial zumindest sehr viel mit und Anfragen und muss mich da viel dazu äußern. Ich mache ja eigentlich überhaupt kein politisches Kabarett, aber ich werde da so ein bisschen... bin halt jetzt also der Experte, was Schwarzsein betrifft. Und Pegida wurde ich auch befragt, etliche Male, obwohl ich ja da eigentlich an sich, bin ich ja kein Opfer von denen. Natürlich schon, weil es ja irgendwie auch ganz normale Rechte sind, aber eigentlich geht es ja um die Islamisierung des Abendlandes. Ja. Ich bin ja Christ, also halber Christ, Ex-Christ. Aber wird man dann irgendwann müde, dass man sagt so, boah, jetzt langsam reicht's auch? Also ich meine, am Anfang war es noch Spaß und jetzt wird's so viel. Ich rede ja gerne, das ist nicht das Problem, aber ich glaube, irgendwann langweilt man halt die Leute. Also man muss da schon aufpassen, dass man seine Fresse nicht die ganze Zeit, jetzt kommt er schon wieder und der ist schwarz, haben wir jetzt alle schon gehört. Also, aber ich persönlich, natürlich doppeln sich auch die Antworten, weil sich die Fragen natürlich doppeln, aber nicht
persönlich gemeint. Deine Fragen sind hervorragend. Immer die gleichen Fragen hier. Das ist ja gut. Er wurde übrigens auch am Eingang gecheckt erstmal. Wir haben erstmal komplett nackt rausgezogen. Ja, so ist das bei den Münchnern normalerweise. Ja, aber es äußern sich ja sehr viele. Also Caroline Kebekus hat jetzt ein Video gepostet, wo sie... Sehr cool ist. Genau, ein sehr cooles Video, was auch viral sehr abgeht, wo sie sich dazu äußert, wie dumm seid ihr eigentlich. Dann ist ja das Rundschau Wirtschaftswoche, dann auch ein Post und sowas. Ist das ein bisschen too much, dass jetzt alle was dazu sagen? Oder? Ach, ich weiß nicht, ich glaube, zu viel kann es gar nicht werden. Wie stehst du zu dem Wort Neger? Auch Rechtsradikale? Ja, sag mal, wie stehst du zu dem Wort Neger? Das ist eine interessante Frage. Ich bin tatsächlich, ich benutze es ja auch, also in meinem Programm vor allem, zwar als Zitat. Ich sag mal so, ich höre das nicht gerne, aber ich fühle mich nicht automatisch beleidigt, wenn es jemand sagt. Also ich sage immer, der Ton macht die Musik und wenn es einem rausrutscht in einem positiven Kontext, dann flippe ich nicht aus. Ich fand auch diese ganze Kreisler-Diskussion damals ein bisschen überzogen mit der kleinen Hexe und mit Pippi Langstrumpf. Ich weiß es nicht, es ist ein bisschen schwierig. Ich bin da noch nicht ganz entschlossen, wie ich dazu stehen soll. Ja. Für mich war es nie so ein ganz schlimmes Wort. Und wenn das eine 80-jährige Oma in Bayern zu mir gesagt hat, ganz nett, Herr Neger, können Sie mir vielleicht die Tür aufhalten, dann weiß ich, dass sie mich nicht beleidigen wollte damit. Ist das passiert? So, mir nicht, ja, aber also mir ist das schon auch passiert. Aber das Herr Neger, das stammt von einem Kollegen von Hannes Ringelstetter, das hat er mir mal erzählt. Und das fand ich sehr gut, weil die sehr höflich sein wollte, aber ihr ist halt nichts anderes eingefallen, als diesen GI, den sie da gesehen hat, als Herr Neger zu bezeichnen, um halt freundlich zu bleiben. Du gehst jetzt auf große Programmtour. Du bist auch hier in Köln mit deinem Programm eben in Senftöpfchen. Ja. Was erwartet ein Zuschauer? Ist das Hauptgesprächsthema, das, was wir so ein bisschen diskutieren? Ja, auch. Also ich erzähle eigentlich aus meinem Leben tatsächlich so, wie es ist, in einem kleinen Ort in Bayern aufzuwachsen als maximal pigmentierter und ja, das geht dann bis zum Erwachsenenleben und geht dann aber auch nicht nur um meine Hautfarbe. Also es geht viel um überhaupt den Begriff Toleranz und auch manchmal einfach über meine Mama und was mir halt einfällt, was halt so Lustiges passiert. Sehr schön. Im Senftöpfchen kann man nicht wann sehen. Wann haben wir das? Am 30.10. Es gibt auch noch Karten. Es gibt auch noch Karten und vielleicht können wir ja auch noch ein, zwei abluchsen, die wir dann auf den am Marktplatz hauen können. Sehr gerne. So als Special. Also schaut vorbei, dann könnt ihr Simon Pierce persönlich sehen, wie er über die Münchner und ihre ganzen Probleme mit Schwarzen abredet. Du bist jetzt hier zu Besuch. Weißt du schon, was du heute Abend machst? Also hast du da schon irgendwas Besonderes vor? Heute Abend bin ich erstmal auf der, oh Gott, jetzt muss ich Pützgens Markt. Ja, genau, da. In Bonn bin ich da erstmal ganz kurz. Achterbahn fahren. Ja, wir zum Drehen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ja. Ich sage nicht für was und auf jeden Fall drehe ich da. Und dann werde ich noch ein paar Freunde treffen und vielleicht ein Bier trinken. Also. Was geht in der Community ab? Was hat das Netz noch für Fragen, was wir jetzt noch nicht besprochen haben? Während der Simon hier sich an seinem Kuchen reinballert. Erstmal ganz großen Respekt hört man hier von unserer Community, dass du so mit Humor da an dieses Thema rangehst. Und genau, dass die Leute finden halt wirklich, dass Humor auch verbinden kann. Wie siehst du das? Verbindet Humor auch? Auf jeden Fall. Überwindet das eine Fremdenfeindlichkeit? Ja, also ich glaube, Humor ist das Wichtigste, was wir haben, außer der Liebe natürlich. Nee, aber da kann man, Humor ist ein Türöffner, wie ich immer sage. Nee, ich finde, Humor ist wichtig und auch, wenn ich das jetzt hier vorlesen darf, weiß nicht, ob das überhaupt mein Job ist. Also ich rate jetzt nicht, dass man alles mit Humor nehmen soll, aber ich glaube halt, dass eine aggressive Umgehensweise halt die falsche ist, weil damit schafft man beim anderen auch kein Nachdenken, dann wird es halt nur noch schlimmer. Also das führt ja nur zur Eskalation und man muss nicht immer alles weglachen. Ich lache manchmal zu oft über Sachen, aber generell einfach erstmal witzig sehen, würde ich jetzt mal behaupten. Absolut. Vielleicht ganz kurze Frage noch. Du hast jetzt schon auf Lady Me geantwortet, nämlich was rätst du Leuten, die aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert werden? Vielleicht noch mal so was Privates. Was hörst du denn für Musik so? Oh, was ist das denn für ein Cut? Wahnsinn. Ja? Hörst du nur Negermusik? Skinheads. Der fragt jetzt mal, was hörst du für Musik? Also ist das vielleicht auch was Ernsteres immer oder bist du da völlig frei? Ich bin da relativ frei. Also ich höre auch gerne kölsche Musik, Casala. Sehr gut. Casala. Katzala? Ansonsten zwischen Bach und Beethoven alles. Von Bach bis Ice Cube alles. Also ich komme aus dem Hip-Hop ursprünglich, aber mittlerweile höre ich tatsächlich alles, außer Charts. Auch Charts.
Also du bist der Popmusik auch verfallen, ja. Sarina, das waren die Fragen aus dem Chat wahrscheinlich so im Großteil. Genau, also viele Leute unterstützen dich auf deinem Weg und finden das super. Also Humor überwindet auch Fremdenfeindlichkeit. Also in dem falls Fall. die Stadt Wiel keinen Bürgermeister finden sollte, stimmt für Simon Pierce. Yes, we can. Das ist tatsächlich mal interessant. Yes, we can. Also ich glaube, gerade so in den abgelegenen Dörfern und sowas ist das noch eine viel heißere Debatte. Und wenn man da dann mal so eine Kampagne startet, so aus Witz oder sowas, ich glaube dann... Da brennt es schnell wahrscheinlich, dann, also je nachdem, welche Richtung man geht. Ja, also auf dem Marktplatz, ihr habt mitbekommen, ein sehr witziger Typ, der Simon Pierce hier. Das Programm ist unter anderem, bist du einmal im Senftöpfchen oder bist du zweimal? Ich bin einmal im Senftöpfchen, außer natürlich ist es nächste Woche schon ausverkauft, dann gibt es bestimmt einen Zusatztermin. Vorerst bin ich einmal da, ja. Ja, also, ist ja auch weit weg von zu Hause. Also, ihr könnt mitmachen, auf dem Marktplatz könnt ihr Karten gewinnen für Simon Pierce. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, das bisschen, was du von dem Kuchen bis jetzt gegessen hast, hat dir schon geschmeckt. Ich hoffe, das sind keine Früchte Also, drin. es werden keine weiteren Fragen an dich gestellt. Danke, Sarina, für dein Debüt im Kaffee Clash und schaltet morgen wieder ein. Wir haben morgen And Him da. Vielleicht so zurzeit die mit erfolgreichsten DJs hier aus Köln. Und dafür haben wir noch ein kleines Special. Und zwar unser Video des Tages unterlegt mit geilen Kite-Bildern, direkt von der Golden Gate Bridge, unterlegt mit unseren Gästen von morgen. It's time to live it up, oh. You get scented fine wine, deliverables and chocolate candles. It's time to live it up, oh. Horse and carriage ride round the villa and rock chinchillas. Girl, I ain't going nowhere. Sit here and play cops and robbers down by the moonlight. Sunrise, it's time to go. Grab your phone, take some pictures. Love in a modern.